Von dem ich gifte gesehen, ist nicht ganz fair. Ich weiß, ich kann da 10 Mal nehmen, es sind einfach zu viel gut. Mit zu viel kann man das natürlich nicht gesund, wenn dem vielen Zucker. Wird nicht herrlich, wenn den Zucker gibt, genau so richtig, nicht wie irgendein Süßstoff, den in so viel erste Kind wie Welt und nicht beiholen. Klare Fall für den Mr. Science. S'il vous plaît, les enfants. Eine Stunde für 10 Kilometer. Das geht noch ein bisschen besser. Aber ich fühle mich schon ein bisschen schwer. Und ich meine, ich brauche noch mal einen guten Helena Siro. So, Mr. Science, ist das wirklich gut, Zuckerwasser zu trinken? Zucker ist doch eigentlich nicht gesund, oder? Aber ja doch, Zucker ist überlebenswichtig. Das ist ein Hauptenergielieferant für uns Muskeln, und als Gehirn und auch sonst alle Zellen. Hallo, weil ich Sport gemacht habe, sind meine Reserven eitel und dann brauche ich natürlich Zucker. Aber du hast recht, zu viel Zucker ist auch nicht gesund, vor allem, wenn man sich nicht bewegt. Ma, für was eigentlich? Aber ja, wenn man zu viel Zucker isst, dann geht den an Fett umgewandelt. Und wenn wir zu viel Fett gehen, dann steigt das Risiko auf Diabetes. Und dann, wenn unser Körper zu viel Masse hat, dann gehen die ganzen Regulationssysteme an unserem Körper nicht mehr richtig eins. Ein Diabetiker, der Zucker isst, der kriegt direkt zu viel hohen Blutzucker. Vielleicht sollst du dann auch besser aufhören, es zu trinken, ne? Ja, besser. Mit dir, bestimmt genauso wie ich, hat auch gerne Süßes. Und an meinem Experiment von heute will ich herausfinden, ob ich etwas Süßes essen oder trinken, ohne dass der Blutzucker zu viel an Blut geht. Und dafür habe ich mir Hilfe gefragt von der Klasse Heifer Wolz. Wow, Zucker scheint na Welt ziemlich reaktiv zu sein. Ich will gerne eine Methode finden, wie ich kann viel Zucker essen, ohne dass es ungesund ist. Das heißt, ich will gerne so viel Helena Siro trinken, wie ich will. Da bist du ganz richtig, weil wir sind am Gang Tester zu machen am TP, für zu gucken, wie verschiedene Zucker oxidieren, dass das doch bei unserem Körper stattfindet. Anne, was hat herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass die verschiedenen Zuckern eben verschieden sehr reagieren. Zum Beispiel heute den Traubenzucker reagiert mehr sehr wie den normalen Zucker. Ja, effektiv. Den Traubenzucker, den ist ja auch bekannt als ganz sehr Zucker, für den der ganz sehr viel Energie kriegt. Aber eigentlich will ich das ja nicht. Ich will gerne einen Zucker, der ganz los reagiert. Ja, wir haben hier den Süßstoff. Wie gesagt, hat er nicht reagiert. Süßstoff ist zwar ganz süß, aber hat aber keine Energie. Ich muss mein Helena Siro also mit Süßstoff trinken. Und so machen Diabetiker das ja eigentlich auch. Aber so richtig gut schmeckt das nicht. Ich bin mir sicher, die hat eine Alternative fand. Ja, also mir gelesen, dass die Kanäle am Anfang Abfluss auf unseren Blutzucker hat, aber ganz gesagt, das nicht so wie soll sein. Wäre aber interessant, das bei ihrem Körper zu testen. Wäre da dabei? Ja. Die müssen es allerdings pieksen. Ja, weil es Südbars ja. Die Schüler mussten sich aber Gott sei Dank schüss mal denger kleiner Null picken. So seit ein paar Stunden nicht mehr giers, an der Login hier rei Blutwerte gemoos. Dafür geht alle Schüler ein Dröpsblut hier. Danach trinkt jeder eine Seislesung, die eng normalen Zucker an der Rest Zucker mit Kanäle. Dann dokumentieren die Schüler ihren Zuckerspiegel während 2 Stunden und dabei mussten sie sich mehr wie Enkeier pieksen. Also ich muss schon so die Schüler heute sind encouragiert. Wie funktioniert das eigentlich genau mit dem Zucker an unserem Körper? Wenn wir Kohlenhydrate essen, wird am Körper den Hormon Insulin ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut an die Zellen kommt. Den Insulin mischt nämlich Transportkanäle von den Zellen ab. Hier wird der Zucker dann entweder verbraucht oder für mich spät gespeichert. Bei Diabeteskranken reagieren Zellen aber nicht mehr nach schwach auf Insulin, also kommt just wenig Zucker an Zellen. Der Rest bleibt am Blut.
Dat wirkt sich op Dauer fir an allem schlecht op als reng Blutgefäße aus. Medisch Konsequenzen sind schwer durch Blutungsstörungen am Herz, aber auch an als Glieder, Nieren an an. Van de Kanäle lo wirklich de Blutzucker niedrig hält, da wird das eine geniale Lesung für Diabetiker, weil da brechen sie einfach just alles mit Kanäle zu würzen. Was so und dann laut Resultater? Ich gesehen, der sieht alle gut gesund, weil ein Insulin, der springt nämlich an, noch etwas mehr wie eine halbe Stunde, und da geht der Blutzuckerspiegel rauf. Ja. Super. Ja, aber wie du gesagt hast, der Kanäle hat doch einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel, weil wir kennen den Unterschied als frappant an den richtigen Pick dran von der Kurve von Zucker mit Kanäle. Eigentlich kann ich ja nur dann mein Hirländersirop trinken, ein bisschen Kanäle dabei machen, und schon kann ich so viel Hirländer trinken, wie ich will. Super. Aber Josef, ob du Zucker mit Kanäle oder ohne ist, das ändert sich nicht. Du kannst eine Weile recht haben. Ja, den Kanäle, den eliminiert den Zucker, den wir zu viel essen nicht, der könnte schon aber es rippen. Der Kanäle, der möchte just, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu hoch klimmt. Und das ist gut für Diabetiker, aber für gesunde Menschen ist das eigentlich egal. Ich meine schon aber danach eine andere Überraschung, die das Problem lösen. Früchte sind ja gesund und haben viel Energie. Aber leider sind sie oft nicht süß genug, wie zum Beispiel das Zitron. Und da kann das Pell die Lösung sein. Das kommt aus einer Frucht aus Westafrika hergestellt. Und daran ist ein Protein, der Miraculin, und den transformiert als Geschmacksrezeptoren auf der Zunge für Süß, so dass wir alles, was sauer ist, nur süß schmecken. Und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Voilà, der Typ von ihr kriegt so ein Pell, okay? Und die muss 3 Minuten lutschen. Voilà, das heißt, das ganz normal Zitronen. Mega sauer. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Ich mache nur Orange, ne? Ja, gut. Dann. Und ich mache mich sehr fort, weil ich nämlich nicht gesagt habe, dass Lo natürlich mit Essen auch ganz süß machen.